Haut am meisten faste Sonntag begrüßen Sie euch aus der Kirche von Habst, wie wir drauf von heute Sonntagsmass. Es singt die christliche Gemeinschaft von Habst, Kantor aus den Ender Vio, Organist a Viersänger den Abbé Joel Santa, Organistin auch Katharina Strajdova. No der Orgel-Improvisation sangen wir Seigneur avec toi, Laudate Dominum 410. Christus Gotteslamm, Magnificat 175. Heilig ist Gott, Laudate Dominum 239. Gottes Lamm, Magnificat 161. Und als Schlusslied ist schon mein Lied bei dich gedrohen, Laudate Dominum 507. Durchel spielt bei der Kommunion aus kleine Präludien und Fugetten vom Bach und zum Schluss Finale aus der 6. Orgelsonat von Mendelssohn Bartholdy. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Leif Leid heut zu Habst an der Kirche, alle Valgur, die da über Medien Madeis verbunden sind. Ab in die Wüste. So ein Online-Meditationszyklus, den an unserer Diözese für die Fastenzeit angeboten wird. Ab in die Wüste. Da das der Weg vom Jesus für ihn Haut am Evangelium beschrieben wird. Der Jesus geht 40 Tage an die Wüste, biet erfasst, geht verfeiert, aber steht Prof von den Versuchungen. Die Wüste, aus der er hier gestärkt auf hier geht, als die Vorbereitung auf sein öffentliches Wirken durchno. Ab in die Wüste. Das soll auch eis dem Marsch sein, Umfang von der Fastenzeit, der es über die verschiedenen Sonndicher hinfeiert, bis er Bausteren zu. Nutzen wir das 40 Tage Bauzeit, für es auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ballast von unnötigem aufzulehen, an es mehr froh, an mehr frei zu gehen, für das, was Liebe wirklich ausmacht. Besonders
gut an heel Relationen mit deise Matmönchen, mit der ganzen Schöpfung, mit deis selber, a virun allem och mam Herrgott. Bierden a Fasten, e Steck méi Zreckgezorenheet, a Verzicht op Spektakel an Remi-Demi. Oder einer frei gewählten wüsten Erfahrungen können eis bei diesem Exerzis helfen. Wüste heescht also Zreckschrauben, an d'Akzenter an de kommende 40 Tage ernst setzen wie zu normalen Zeiten. An dem Sinn ab in die Wüste. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du schenkst uns die heiligen 40 Tage als eine Zeit der Umkehr und der Buße. Gib uns durch ihre Feier die Gnade, dass wir in der Erkenntnis Jesu Christi voranschreiten und die Kraft seiner Erlösungstat durch ein Leben aus dem Glauben sichtbar machen. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, was sagt die Schrift? Nahe ist dir das Wort mit deinem Mund und in deinem Herzen, das heißt, das Wort des Glaubens, das wir verkünden. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Herr ist Jesus, und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man, und das führt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund bekennt man, und das führt zur Rettung. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Denn darin gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen, denn alle haben denselben Herrn, aus seinem Reichtum beschenkt er alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wort des lebendigen Gottes. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Lob sei dir, Herr, König der ewigen
nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kehrte Jesus, erfüllt vom Heiligen Geist, vom Jordan zurück. Er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt, 40 Tage lang, und er wurde vom Teufel versucht. In jenen Tagen aß er nichts, als sie aber vorüber waren, hungerte ihn. Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein zu Brot zu werden. Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Da führte ihn der Teufel hinauf und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und er sagte zu ihm: All die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen, und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf führte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, seinen Engeln befiehlt er deinetwegen, dich zu behüten. Und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Da antwortete ihm Jesus: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Nach diesen Versuchungen ließ der Teufel bis zur bestimmten Zeit von ihm ab. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lief Leid, wir hören haut Bischofswort für die Fastenzeit 2022 mit dem Titel Begegnen, Lauschteren, Discernieren, Synodal NRW. Ein Erzbischof schreibt: Lief Brüder und Schwestern am Glauben, wir stimmen an der Diözesaner Phase von der Synod 2021-23. So proposieren ich am Anfang von der Fastenzeit eine gemeinsame Weg auf Ostern hinzugehen, und das am Geist von der Synodalität. Was damit gemeint ist, hat unser Papst François mit einfachen Wörtern so erklärt. Eine Synod aufzuhalten bedeutet, auf dem selbigen Weg zu gehen, zusammen in einer Weg zu sein. Wie sieht die Weg konkret aus? Gucken wir dafür auf den Herr Jesus Christus, der ja der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Mam Papst François will man uns auf 3 Verben vom synodalen Weg konzentrieren: Begegnen, Lauschteren, Discernieren. Erstens begegnen. Mit den Lockerungen von den sanitären Mesuren ist es viel mehr leicht gehen, für sich nächst zu begegnen. Auch an der Kirche ist nächst mehr Begegnung möglich. Die Synod ist an dem Sinn eine Chance, für uns neu zusammenzufinden und uns erfahren zu lassen, dass wir gemeinsame Weg mit Jesus Christus sind. Damit schließen wir unter dem Motto «Zusammen Kirche sind» vom Bistumsjubiläum 150 Jahre Diözese Lützeburg am Jahr 2020 an. Vieles ist an den vergangenen 2 Jahren von Pandemie liegen geblieben. Manches ist möglicherweise aufgestorben. Das soll uns aber nicht davon aufhalten, für den Aufruf von Papst François nachzukommen, an unserer Diözese, wie an allen Diözesen auf der Welt, einen synodalen Prozess zu wollen. Es scheint mir heute mehr wie je wichtig zu sein, sich zu begegnen, oben zu lauschen, an am Heiligen Geist zu discernieren, was für Schritt wir gemeinsam gehen sollen, wie das als Kirche mehr lebendig geht.
Den Herr Jesus selber als immens viele Menschen begegnet. Vielen Frauen und Männer, die ihm mit ihren Frohen an ihrem Leid weh begegnet sind. Seine Begegnung mit den Emmaus-Jünger aber als eine von den schönsten am Evangelium. Abend von Osterdach sind die zwei Jünger dick enttäuscht von Jerusalem fortgegangen. Sie hatten gehofft, dass Jesus, den so viel Großes gewirkt hat, auch den Israel erlesen gäf. Mitten an ihrem desillusionierten Gespräch, als Jesus selber ob sie durchkommen, an das Martinen Firo gangen. Das soll Reis encouragieren, zusammen zu kommen, aber den über alles zu schwätzen, wer das an der Kirche bewegt. Sowohl das Mann scheint an enttäuschend, wie das scheint an hoffnungsvoll. Als negative Erfahrungen an oder mit der Kirche, wie als gute Erlebnisse. Als Roserei über das an dat, aber auch als Dankbarkeit. Jo, alles darf zur Spruch kommen. Da sind wir a guter Gesellschaft, weil der Jesus auch dann bei uns, geht mit uns führen, so wie mit den Emmaus-Jünger. Als Erzbischof von Lützeburg fährte ich nicht, für all Stimmen zu lauschen, die eng mehr aus der Mitte von der Kirche, die einer von ihrer Peripherie oder auch darüber heraus. Zweitens, lauschen. Die zwischenmenschliche Kommunikation ist nicht immer einfach. Den seht etwas, aber den anderen versteht etwas auch nicht. Wir können heute von Spezialisten aus der Kommunikation lehren, wie an diese Versammlungen und Begegnungen besser oben lauschen. Den Kommunikationspsycholog Friedemann Schulz von Thun sieht, dass all Message 4 Seiten hat. Sachebene, den Appell, Beziehungsebene an Selbstoffenbarung. Wie dat den Empfänger richtig hört, was der Sender von der Botschaft sieht, muss sich diese 4 Seiten bewusst sein, wie wann jemand 4 Ohren lauschtere gäf. Dabei könnt dann auch nach die nonverbal Körperspruch, also wie ich etwas suchen. Wen noch Emmaus hat Jesus für das Mal gut nogelauscht hat. Der Kleopas hat ihm mit Larve gelost, an hier Erlebnisse, an hier gebrachten Hoffnungen erzählt. Die Sache Jesu war menschlich gesehen, mit seinem Tod am Kreuz gescheitert. Recht durchno hat Jesus geschwärzt, an ihnen alles, angefangen mit dem Moses und mit allen Propheten, an ein Neid Licht herangestalt. An Licht vom Herrgott singem Heilsplan für die Menschheit. Bleib bei uns, weil es geht so los Abend, den Tag geht ob ein Ende. Der Jesus als ihrer Aufforderung nachkommen. Ihn hat nicht nur die Sachebene konsideriert, dass es schon spät am Tag war, aber vor allem hat ihn ihren Appell gehört. Hier soll sie doch, wann ich gelieft, nicht allein lassen. Die dritte Seite von der Aussage ist wohl die, dass die 2 Pilger am Gang sind, eine Beziehung von Vertrauen zum Jesus aufzubauen. Ihre Wunsch ist es, die weiter zu vertiefen. Schließlich enthält hier Aussage auch eine Message über sie selber. Nämlich, dass nicht mehr den Tag zu Ende geht, aber auch sie selber Ende sind, was sie allein losgehen. Wie sie bei dich waren und hier den Herrgott gelobt, Brot gebracht, an hinnen net ginn huet, da sind ihnen Taen opgangen, as sie hun hien erkannt. Drittens, discernieren. Dat dritte Verb vom synodalen Weg setzen die Jünger nachdem Jesus nicht mehr sichtbar an ihrer Mitte war. Sie gucken zurück, erinnern sich, so ein zum anderen, hat nicht das Herz gebrannt, wie hier in einer Weh man das geschwart hat. An ihre Decision ist sehr gefasst. Sie müssen umkehren, an Hannecht auf Jerusalem gehen, zurück an die Gemeinschaft von den Aposteln. Für ihnen von ihrer Erfahrung mit dem Oberstandenen zu erzählen. Dieselbe Stunde nach haben sie sich auf den Weg gemacht. Das war das Resultat von ihrem Discernement.
Liebe Brüder und Schwestern, das ist der Grund, dem Marsch von unserem synodalen Prozess haut, zu der ich euch herzlich invitieren und encouragieren. An der Begegnung, erstens, unter den mit Jesus Christus an unserer Mitte, ob den lauschen, zweitens. Ob unsere gemeinsame Weg zurückgucken, für zu entdecken, wo unser Herz gebrannt wird, wo mir vom Heiligen Geist am Herz berührt goven. Und schließlich zusammen discernieren, drittens, was der nächste Schritt ist, den wir zu machen haben. Für das uns Kirche eine gute Zukunft hat. Für das uns das heute zu Lützeburg an der Weltkirche mit dieser Synod gelingt. Lützeburg umfasst Kathedra Petri den 22. Februar 2022, Jean-Claude Kardinal Hollerich, Erzbischof von Lützeburg. Aber können wir zusammen glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gott selber könnt als engem Jung Jesus Christus aneist menschlich leben, dafür wo wir als Gebärder, als Schicksal als in Händen zu lehen. Mir hätte gern mir eine gerechte Welt. Lose ma biede für die Menschen, die zu Mann hun, weil andere am Überfluss leben. Für die sich für den fairen Handel ersetzen, an einem setzen. Herrgott, Herr Eis. Pour ceux qui souffrent de la guerre, spécialement le peuple ukrainien, pour tous ceux qui quittent leur pays et se trouvent devant un avenir incertain pour leur famille, qu'ils puissent trouver accueil et soutien. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Mir hätte gern ein Liewig an Ustierchenkirch. Lose ma biede für die Menschen, die von der Kirche enttäuscht und blessiert goufen. Für die an der Fastenzeit umkehren, und sich neu auf Gott ausrichten. Herrgott, Herr Eis. Pour les responsables des nations, soutiens-les dans leur engagement pour la justice et la paix, spécialement dans la guerre en Ukraine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, mir hätte gern ein sicher und friedlich Welt. Lose ma biede für die Menschen, die verunsichert sind an unter dem vielen Hass leiden. Für die auf die Straße gehen, für etwas gehen, die lähmend Ohnmacht zu machen. Herrgott, Herr Eis. Gute Gott, du siehst eis, dass wir dem Jungen Jesus Christus trauen können. Du meist eis Hoffnung, dass sich eisen Ersatz lohnt und dass dein Reich könnt. Dir vertrauen wir das an all unausgesprochene Gebete und Amen.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme. Herr unser Gott, wir bringen Brot und Wein für das heilige Opfer, das wir zum Beginn dieser Fastenzeit feiern. Nimm mit diesen Gaben uns selber an und vereine unsere Hingabe mit dem Opfer deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat in der Wüste 40 Tage gefastet und durch sein Beispiel diese Zeit der Buße geheiligt. Er macht die teuflische List der Versuchung zunichte und lässt uns die Bosheit des Feindes durchschauen. Er gibt uns die Kraft, den alten Sauerteig zu entfernen, damit wir Ostern halten mit lauterem Herzen und zum ewigen Ostern gelangen. Darum preisen wir dich mit den Cherubim und Seraphim und singen mit allen Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Claude, seinen Weihbischof Leo und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir beten heute speziell für Pierre an Albina Espen-Krämer, Stiftung für die Verstorben von der Familien Heuertz, Liefring an Pechon. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Los mal zusammen an noch für den anderen beten, aber besonders auch für den Frieden an der Welt, den Frieden an Europa, am Osten von Europa beten, so wie Jesus Christus selber eiset gelehrt hat. Eise Pap am Himmel, dein Nun sief geherrlicht, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erd. Geweis haut als täglich Brot, verzeih als Schuld, wie wir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Feier eis nicht an Versuchung, wir machen eis frei vom Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Gottes
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Mit seinen Flügeln schirmt dich der Herr, unter seinen Schwingen findest du Zuflucht. Der Leib Christi.
Lasset uns noch beten. Gütiger Gott, du hast uns das Brot des Himmels gegeben, damit Glaube, Hoffnung und Liebe in uns wachsen. Erhalte in uns das Verlangen nach diesem wahren Brot, das der Welt das Leben gibt, und stärke uns mit jedem Wort, das aus deinem Munde hervorgeht. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.
Wir haben d'Eucharistie gefeiert mit der christlicher Gemeinschaft von Habscht. Den nächsten Sonntag, zweiten Faste Sonntag, über Domat Mass auch hei von Habscht. Ich alle guten nach ganz schöne Sonntag, an Domat schalten wir zurück an den Studio.
Was?